In den Monaten vor Weihnachten laufen bei Familie Schiesel in Weißenburg die Öfen auf Hochtouren. Die Nachfrage ist groß, so groß, dass Online-Bestellungen schon seit Wochen nicht mehr möglich sind. Wer an das feine Gebäck rankommen möchte, muss sein Glück an einer der Verkaufsstellen oder im Familienbetrieb selbst versuchen. Die Fertigung ist aufwendig. Weil für mich nicht der Gewinn am obersten steht, sondern die Leidenschaft. Und dass das Produkt den Menschen erfreut. Und das kann man nur bewerkstelligen mit Handarbeit. Das bekommt man nicht mit Maschinen her, weil Maschinen heißt, ich muss festere Teige machen, maschinenfähige Teige machen. Ganz simpel gesagt, man macht es liebloser. Lieber mache ich weniger mit Leidenschaft und ich stehe selber in der Backstube und habe Herzblut drin, wie dass ich in die Masse gehe und bin einer unter vielen. Und es schmeckt Mittelmaß. Mittelmaß hasse ich. Ob Elisenlebkuchen, Himbeerkugeln oder Limeshügel. 2013 hat Familie Schiesel klein angefangen. Seither ist die Nachfrage stetig gewachsen. Angefangen hat Frank Schiesel mit seiner Frau Annette und den 3 Kindern im Keller des Familienhauses. Unsere kleine Backstube, wir hatten einen kleinen Raum. Da standen 5 Öfen drin. Und noch ein Tisch und man konnte sich kaum umdrehen zwischen Tisch und Backofen. Dann hatten wir unseren großen Kellerraum, das war ursprünglich unser Hobbyraum. In dem haben wir dann eingepackt und glasiert. Doch die Nachfrage nach den Lebkuchen wuchs und so musste ein größeres Gebäude her. Den Schritt wagte die Familie, als klar war, die nächste Generation will weitermachen. Mit Tochter Raffaela soll die Manufaktur weiterlaufen. Das erfüllt den Bäckermeister mit Dankbarkeit, da ich christlicher Mensch bin, unser Fundament der christliche Glaube ist es von mir Geschenk vor Gott, dass es eine Zukunft gibt und Hoffnung. Raffaela wuchs in der Lebküchnerei auf. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Bäckerin sowie zur Konditorin und tritt nun in die Fußstapfen ihres Vaters. Also das Rezept, das wissen ungefähr 2 Leute, das bin ich und mein Vater tatsächlich. Das hat mein Vater ungefähr 5 Jahre lang entwickelt, mit einem gemeinsamen Freund von ihm, der war damals Konditor. Der wollte Lebkuchen ausprobieren, kam zu meinem Vater und hat eben gefragt, ob sie das zusammen machen wollen. Das haben sie dann entwickelt. Und irgendwann haben wir die Lebkuchen verschenkt. Die Leute haben gefragt, ob sie kaufen können und irgendwie ist das dann so entstanden. Der Mitentwickler ist leider schon gestorben, der war schon relativ alt. Aber wir haben sogar einen Lebkuchen nach ihm benannt und der Heinz, unseren Riesenlebkuchen. Doch nicht nur das Rezept muss passen, damit der Lebkuchen einzigartig schmeckt, kommt es auch auf die Qualität der Zutaten und den richtigen Ofen an. Familie Schiesel setzt auf Steinbackofen, damit die Feuchtigkeit im Lebkuchen bleibt. Ja, der erste Blick ist natürlich, wie sind sie geworden, wie gehen sie auf, wie schauen sie aus. Und dann je nach Qualität 100%, 98%, 95% und je nachdem freue ich mich. Und wenn es immer wieder mal 100% sind, dann bin ich am glücklichsten. Ja, 98, 99%. Und da freue ich mich jetzt schon, dass sie schön geworden sind. Eigentlich fast perfekt. Sie schauen gut aus und offenbar nicht nur das. Ist einfach gut, sage ich mal. Geschmacklich sehr gut, ja. Man probiert bei meiner Schwester, ja, und deswegen will ich ja auch wieder was holen. Deswegen komme ich auch extra aus Ingolstadt. Und tatsächlich heute kaufe ich explizit, um die meinen Kollegen in Nürnberg zu bringen, dass man den Nürnbergern auch mal sagt, dass die Weißenburger doch die besseren Lebkuchen haben. Das ist unschlagbar. Weihnachtszeit ist Lebkuchenzeit. In der Lebkuchenmanufaktur in Weißenburg bedeutet das, die ganze Familie packt mit an. Es sind heftige 5 Monate, aber auch echt schöne und man wird am Ende an Weihnachten immer ein bisschen sentimental, dass es jetzt doch schon wieder vorbei ist. Aber im nächsten Jahr geht es ja dann wieder genauso weiter.